Willkommen zurück, Freunde, bei Dragon Ball Fighter Z im C21 Arc. Und ja, wie es hier schon steht, C21 nach einem Kampf starke Schmerzen, die Aussätze häufen sich. Was ist bloß los mit der Frau? Was geht da ab? Naja, wir werden es noch früh genug herausfinden. Und die Antwort gefällt, das dürfte wohl ein anderes Thema sein. Wir kämpfen gegen Freezer und Kokage. Die Cyborgs gegen Freezer. Hi Freezer! Nein! Nein! Oh, mal Kombis einsetzen! Ah, stimmt leider, ja. Nein! Und weg mit dir. Und da kommt Captain Ginyu! Tschüss, Mann! Höllenbomber! Alter, macht das Schaden. Was? Was ist das für ein Sound? Ah, okay, da geht das so. Ah, vergiss immer, dass C18 dann Support macht. Und jetzt schon wieder. Nicht der Quatsch! Ah, okay, der war's. Ja, ich stehe halt auf epische Finisher. Siegerfahrungspunkt erhöht, Stufe 3. Okay, der ist natürlich geil. Das heißt, das nehme ich raus, weil Verteilung rausnehmen. Obwohl. Oh oh. Das Erwachen. Broly? Aua. Ja, für wie lange? 2 Sekunden? Gib mir doch mal ihre Süßigkeiten, Mensch! Frei nach dem Motto, gib uns einfach Zucker. So, bekämpfen. Ja. Ah, doch, jetzt. Endlich mal. Okay, wie sieht's denn aus bezüglich Team bearbeiten? Nee, Spielerfertigkeiten. Verteidigung erhöhte Verteidigung, da betrifft natürlich, wenn ich abblocke, war. Gut, das mache ich zwar, aber es bringt nicht immer allzu viel, Fragezeichen, doch eigentlich schon, aber für Rate erhöht wäre es auch cool. Siegerfahrungspunkte erhöht. Wohl würde natürlich die Kämpfe erleichtern, wenn ich eine höhere Stufe hätte. Okay, machen das nicht. Wir gehen mal ganz kurz raus. Weil mich jetzt doch mal interessiert. Bin ich schätzungsweise schon bei 30%. Knapp, okay. So. Let it begins. Wieder gegen Klone. Also ich muss jetzt so... Ja, das heißt im Nachhinein, bin ich noch nicht ganz mit allen 3 Arcs, aber ich muss zugeben, mittlerweile
hält mich nur noch das Interesse daran, was wir über CN20 noch erfahren, als an Hintergrundwissen. Einer das Interesse am Story-Arc aufrecht, weil alles andere, die Kämpfe in Klonen sind mittlerweile auch einfach nur, ja, 0815 geworden und so, ist nichts Besonderes mehr. Was am ersten Arc noch anders, ich meine, auch das mit dem bösen Krieg-Arc und so, klar ist es ja einerseits interessant mit Cell und Co., um Freezer etc. Man theoretisch fighten kann, sagen wir mal, ist eigentlich random, wann C17 seine Attacken einsetzt, oder wie darf er das verstehen? Wir müssen so vor. Ja, am ersten Arc, also sprich. Ich sag's mal so, nach dem ersten Arc wollte ich nur noch wissen, wie die ganze Hintergrundgeschichte ist, deswegen war ich auch ein bisschen überrascht von dem Arc der Fieslinge quasi. Oh, meine Folge geblockt. Wo es eigentlich darum ging, eine Alternativgeschichte zu erzählen. Was wäre, wenn, anstatt einfach die Geschichte fortzusetzen quasi. Und aus einem anderen Blickwinkel. Gleich wie aus dem ersten Arc aus einem anderen Blickwinkel. Jetzt ist halt wieder eine andere Alternativstory, oder? Und es geht eigentlich nur darum. Moment, ich muss gleich ein bisschen konzentrieren hier. So. Und es geht eigentlich nur darum, ja, möglichst viele unterschiedliche Geschichten zur gleichen Zeit zu erzählen. Das mag ja mit einem oder anderen interessant sein, weil halt trotzdem immer auf der Overworld immer wieder gegen die gleichen Klone kämpft und so. Und natürlich nach dem Arc der Super-Schurken quasi, nach dem, ja, mit Freezer, KKG, wo natürlich einfach halt auf einen Plot-Twist da war, wo ich mir natürlich schon frage, ja, liebe Entwickler, finde natürlich schön, aber kommt da noch was? Deswegen hoffe ich ja, dass irgendwie noch ein bisschen was kommen wird hier oder bei irgendwie mal Fighter Sets oder so im Nachfolger, keine Ahnung. Ja, das ist auch der Grund, wieso ich jetzt hier ein bisschen durchwasche. Nicht noch irgendwie alle Klonenkämpfe machen, so zum Trainieren. Ich will es einfach nur durchhaben und die ganze Story und so ein bisschen in Erfahrung bringen. Der Rest mal, vor allem die ganze Klone. Es geht einfach ein bisschen auf den Sack in der Zeit. Klone, Klone, nochmals Klone. So. Genug beschwert. Ready for fight. Mal ein bisschen konzentrieren hier. Interessant, wann setzt C17 welcher Move ein, wa? Wow. Was? Was macht die? Also manchmal, ey. Ist mein Controller so ungenau oder was? Nö. Er trifft sich selber. Ich frage mich gerade, ob C16 noch andere Moves drauf hat, also sprich andere Ultimate Moves. Ah doch. Okay, war das der Self-Destruction Move bei Cell? Oh ja, da war der! Ach du Scheiße, ich hab nur einen KP gehabt. Aber ob dann solche Moves auch stärker wären. Mann! Hä? Das ist jetzt nach oben. Also nicht, dass ich bis nach oben geschlagen habe, das ist mir eigentlich schon klar, warum. Oh. Wie sie schreien kann. Wow. Hat sie mit Entfernung zu tun vielleicht? Schön in die Fresse. Oder eher auf die Glatze. Stufe 5. Alter.
Da war es eigentlich Stufe 3 schon ziemlich heftig. Wenn wir schon mal im Thema sind, wo ist Stufe 4? Das hat ein bisschen System oder ist es ein bisschen erhöht? Ja, so viel dazu von wegen erhalten. Ich hab gar nichts erhalten. So. Kurin! .21 号もう限界よ。早く食べさせてちょうだい。 Nicht euer Ernst, ihr wollt jetzt aber nicht. いい加減にしろ16号どう見たって普通じゃないぞ21号は人造人間として不安定な状態にあるんだそのパワーをコントロールするために大きなエネルギーを必要としてしまうじゃあこの発作はエネルギーを補給しなきゃ収まらないのかよ早くして。よくわからないがひとまず研究所に戻った方がいい待て。 Nee, bitte nicht. Bitte nicht ihn 18 opfern. 号さん、無事ですか。やはり来てしまったかお前は17号、それに16号まで。お前たちどうして。何をしに来た何って聞くまでもないだろう。18号さんを助けに来たんだ。16号、お前こそどうしたんだよ。本物なのか、それともクローンみたいに新しく作られたのか。俺たちの力と精神が封じられたことにもお前は関係してるのか。力と精神を封じるクリリン、ちょっと待ってくれ。一体何の話をしているんだ。木を制御する波動の影響の話だドクターゲロが開発した発生装置によって今世界中で木を封じる波動が発生しているなんだって。やっぱりドクターゲロのブルマさんの予想通りだ。まさかと思うけど、お前たちがその装置を起動したのか。そんな、まさか私たちは何も関係ないよ。そうだろう16号。やったのは俺たちではないやってはいないが関わりはあるそういうことか Heißt wohl 待 ja. ってちゃ何もわからないだろうおい Oh oh. なんだ。21号落ち着くんだ落ち着いていられるものですか。やっと食べられる。 Oh mein Gott! Dieser Blick! 今18号を渡すことはできないお前はまず急いでこの場を離れろ何を言ってるんだよ。18号さんを残していけるわけないだろう。クリリン、今すぐ18号さんから離れろ。お前たちが何をする気か知らないが、俺の嫁さんを巻き込むな。なあ18号さん、一緒に帰ろう。俺たち家族じゃないですか。今さら昔みたいに戻るなんて、そんなこと言わないですよね。私だって帰りたい。だけど今のままじゃ。家族ですって。 Also die Blicke werden immer schlimmer. そんなもの人造人間には必要ない。 Oh oh. 21号いいから戦え。今すぐに。そんなの
できるわけないだろ。クリリンと戦うなんて。それならいいわ。あなたがやらないなら私が。ダメだ。今の21号とクリリンを戦わせては。どうやら相当ヤバい展開みたいだな。18号、今はクリリンと戦え。出なければあいつは21号にやられる。それでもいいのか。いいわけないだろ。私の中にいるお前、言っておくけど、クリリンを死なせたら承知しないからな。Ja, sag das nicht mir, sag das im Spiel. Vier Showdown. Okay, würde mal sagen, machen wir es kurz und schmerzlos. Mann! Wow! Nein! Okay, jetzt ist er definitiv tot. Denn das hat sicher wehgetan. Kapitel 4. Angel für Cyborgs, ja super. 18号さん、Tot. 心配ない。気を失っているだけだ。よかった。おい21号、これでもなんて美味しそうなの。 Ich wollte gerade sagen, wieso sollte sie jetzt zufrieden sein, da bloß bewusstlos ist? Also deswegen wird sie wohl nicht davon abhalten, ihn zu verschlingen. Warte, 21号。どうか耐えてくれ。自分自身の力で抑えるんだ。うるさい。食べさせろ。邪魔するな。頼む、17号。 ふざけやがって。邪魔をするな。出なければお前たちを食うぞ。俺たちを食うだと。こいつ何言ってやがるんだ。 Kannibalin durch und durch. ダメなのか。頼む、18号の中にいるお前。 Jo, bin da. 21号とリンクしてくれ。 Das ist jetzt ein schlechter Scherz. そんなことができるのか。理論上は可能なはずだ。お前が21号を止めてくれ。 Okay, versuch's mal. Ja, ja, ist ja gut. 助けてやってくれ。 Siu, 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 siu. Ist da noch eine Seele in ihr? Reiß dich zusammen, Mann! あなたはもしかして邪魔をするつもりなの？ Jo, hab ich vor. でもいいわ。この子が人の心を失うのも時間の問題。
Ja, nee, ist klar. Die kommt gar nicht klar. Oje, oje, oje.21号から戻ってきたか。お疲れ。あんたのおかげで助かったよ。その様子だとうまくいったみたいだな。17号、クリリンは。安心しろ。気絶したままだったけど、ちゃんと安全な場所に置いてきた。今はこいつのこともあるし、目覚めるのを待つ暇もなかったからな。まあちゃんと息はあったし、そのうち仲間が助けるだろう。そうか。ありがとう。お前たちのおかげで21号を止めることができた。Ich hab noch so ein paar Fragen, Kumpel. それは私も同じだ。あの暴走もただの制御不能とは思えない。こんなことになったんだ。もうだんまりは通用しないぞ。そうだな。私も私の中にいるこいつも事情を知りたい。わかった。だが今は21号の治療を優先させてくれ。詳しいことは研究室で話をしよう。いいだろう。今度こそ全て話してもらうからな。Erfahren wir vielleicht jetzt endlich mal die ganze Wahrheit? Oder müssen wir vorher noch ein paar Kämpfe machen? Ja, natürlich ein paar Kämpfe machen, die können es anders sein. Okay, so wie es aussieht, noch eine Rettungsmission. Ich habe langsam nicht das Gefühl, dass es hier kommen wird. In diesem Story-Arc, ich glaube, das wird auf den beiden bleiben. Ja, dass deswegen auch unten alles gesperrt war. Vielleicht ist das nicht der einzige Grund, ist auch egal. Jo, die andere finden muss, also versuchen uns C16, um ihn zu befragen. Auch die Suche nach ihm. Hä? Er steht doch gerade noch neben uns. Meine Güte. Ja, wir können uns wohl schon denken, was mit C21 genau los ist und so. Und ja, ich habe es im Prinzip schon zur Auswahlmöglichkeit gehabt. Von wegen zu fragen, hey, da ist noch jemand anderes drin. Also es wird schon irgendwie die Richtung ablaufen. Dass die Gute halt zwei Seelen in sich hat, eine Gute und eine Böse. Und unser Ziel ist wohl hier, dass wir, das ist eine gute Frage, war, dass wir C21 gar nicht vernichten müssen, sondern ihn ja nur die böse Seite bekämpfen und am Schluss, als da alles gut ist, mehr oder weniger. Keine Ahnung, ist ja sowieso eine ganz, ganz seltsame, crazy Geschichte hier bei Dragon Ball Fighter Z. Ich sage Ihnen sich wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part also, hoffentlich ein paar Antworten, nebst mal ein paar Kämpfen, logischerweise. Was mich immer noch irritiert, ist Story-Abschluss 25%, und wenn ich hier drauf gehe, zum Beispiel, ist nur bei 73, hier bei 75. Hängt jetzt echt damit zusammen, ob ich noch ein bisschen mehr Klonkämpfe gemacht habe. Weil hier habe ich glaube ein bisschen mehr gemacht, deswegen vielleicht mehr Prozent an Story, aber wäre irgendwie doof. Hier 37, also hätte eigentlich im Prinzip auch schon die Hälfte durch, sag ich jetzt mal. Geht doch relativ schneller als hier, glaube ich. Kann das sein? Egal. Wie es generell weitergeht, hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.